Grüß Gott, habe die Ehre zu einer weiteren Ausgabe von Wienerlied Insights mit den 16er Buben, wo wir ein bisschen was bequatschen werden. Heute ein spannendes Thema, irgendwo hoffentlich auch für euch, nämlich das Thema die Wertigkeit. Die Wertigkeit von Musik, die Wertigkeit von Darbietungen. Wie bemisst man das? Ist es überhaupt messbar? Ist es überhaupt bewertbar, was wir da machen? Quasi, das ist, wenn man so will, eine Dienstleistung. Ne? Das, wir sind wirklich, das ist ein Dienstleistungsunternehmen, definitiv. Absolut, ja. Und das ist halt oft schwer zu bewerten. Ja. Im Vergleich jetzt zu einem Produkt. Was ist es einem wert? Einem selber? Was ist es dem Publikum wert? Bemisst man das rein anhand von Eintritt, Gagen oder auch, gehört aber auch dazu vielleicht die Bewertung, werde ich erfreut dadurch? Ist das ein Genuss, eine Befriedigung fürs Publikum? Wenn ich jetzt als Zuseher von der Seite das betrachte, das Ganze. Und wie kann ich das dem Künstler vermitteln, dass ich ihn wertschätze? Durch Applaus? Ich wollte gerade sagen, der Klassiker ist Applaus. Ist ja auch eine Wertschätzung. Ja. Also es geht nicht nur ums Geld, die Wertigkeit ist nicht nur das Geld, sondern zuhören, also ruhig sein, nicht? Also jetzt gerade, wenn die Musik spielt, Aufmerksamkeit. Dass man ruhig ist und zuhört, aufmerksam ist, applaudiert, teilnimmt. Nicht? Da fängt schon an mit Wertigkeit. Also das haben wir noch lange gar nicht beim Geld. Nein, überhaupt nicht. Geld, Überhaupt nicht, ja. Und Geld, das ist halt natürlich ein schwieriges Thema. Weil du ja sagst, wie berechnest du das? Nicht? Wenn ich jetzt ein Produkt hernehme und ich mache eine Berechnung fürs Produkt, sagst du, okay, was kostet die Herstellung oder was kostet es und so halt, weiter und Vermarktung dann und so weiter, Zwischenhandel, Handel und Transporte und so dann rechnest du und fertig. Dann sagst du so. Dann bin ich auf einen Preis, sage ich, den muss ich verlangen, damit ich eben da das Produkt herinnen habe oder die Kosten und dann halt je nachdem, was ich dann damit verdienen will. Wie machst du es im Prinzip als Musiker, du kannst es nicht berechnen. Was soll ich berechnen? Man müsste ja gute 10 Jahre im Vorfeld müsstest du ja mit einrechnen. Man müsste eigentlich die ganze Kindheit, wo ich schon Musik gemacht habe und gelernt habe, das Erlernen ist ja eigentlich, müsste man schon mit als Lehrzeit mit einberechnen, dann im Nachhinein sozusagen. Ja. Und kann man natürlich nicht machen. Kann man nicht machen, nein, das geht nicht. Die ganzen Stunden, was wir gemeinsam geprobt haben und geübt haben, alleine und bis hin zu den Instrumenten, die kann man wieder berechnen zum Beispiel. Nicht? Das ist alles, was man zur Ausübung der Musik braucht, das kann man mit einrechnen. Aber mit einrechnen, aber damit ist nicht, das ist ein Teil des Gesamt. Die Wertigkeit Projekts, es ist ja auch eine Frage des Umfelds. Also nehmen wir an, also ein Gedankenexperiment. Ja. Stromausfall. Und zwar so richtig dauerhaft. Ein nahezu ewiger Stromausfall. Da gibt es sehr viele Probleme in der Gesellschaft. Und sagen wir mal, das ist alles behoben. Also es gibt das Leben funktioniert so weit, dass keiner stirbt oder leiden muss dadurch oder was? Ist alles wieder im Prinzip rennt alles, aber es gibt halt keine Elektrizität, keinen Strom. Dann ist natürlich die Wertigkeit eines Musikers viel höher. Ja. Weil dann hast du genau zwei Möglichkeiten, Musik zu machen. Du machst es selber oder du gehst zu jemandem, der es kann. Der es kann, ja. Und dann natürlich sagst du, dann wird es schon eng. Heute, wo der Strom geht, naja, Musik kriegst du an jedem Eck. Musik kannst du immer haben, in jedes Smartphone. 24 überall. Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Überall, ja. Also Musik ist jetzt keine Tage. Mangelware. Ne? Überhaupt nicht, keine Mangelware. Das heißt, die Wertigkeit von Musik ist relativ gering, im Vergleich auch zu früher. So betrachtet absolut, ja. Wenn du da noch denkst an die Zeiten, bevor der große Radiostrom kam, wie es noch das Grammophon gab, das war ja schon eine Riesenentwicklung. Damit war ja das schon, die Musik konntest du ja schon überall hören dann, wo du überall, das gehabt hast. Das wo ein Grammophon war. Aber was vorher war, da musste man wirklich selbst Musik machen. Ja. Jeder. Ja. Oder zu jemandem gehen, der das kann. Und das Einfachste ist, das Instrument, das wir immer mit haben, nicht? Die Stimme haben wir ja immer mit. Das geht immer, ja. Aber es muss auch halt einer kennen. Es muss einer kennen, ja. Das heißt, aber die Wertigkeit, das ist eben da. Und jetzt zum Beispiel mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz. K1, K1, genau. Ja, glaube ich stark, bin davon überzeugt, dass zum Beispiel uns einer, also ein rein analoger Musiker, wenn man so will, immer einen Vorteil hat.
Weil irgendwann werden die Leute sagen, diese KI, das ist wirklich genial, ne? Das ist eine Intelligenz, ne? Die macht das ja gut. Oder immer besser zumindest. Und das wird immer besser, aber was, und dann wird man aber sagen, ja, aber sie macht es perfekt. Und selbst das Imperfekte, was sie gelernt hat, ist perfekt. Das ist die Perfektion im Nicht-Perfekten. Genau. Und die merkst. Die merkst du. Irgendwann, du gewöhnst dich an das nicht. Und dann sagst du, jetzt möchte ich, oder da habe ich jetzt wirklich ein Original, zwei Menschen in dem Fall jetzt bei uns, zwei Menschen, die spielen da. Und das sind nicht einmal elektronische Instrumente, das ist wirklich noch Schwingung, das ist wirklich noch rein physikalische Klangerzeugung. Ja, genau. Das wird eine höhere Wertigkeit, einen höheren Stellenwert haben in Zukunft, bin ich überzeugt davon. Und gerade in der Musikgattung, die wir machen, beim Wiener Lied, wo man allein von diesem Tempowechsel und diese ganzen Dinge, was heißt laut, leise und das kann die KI alles berechnen, das stimmt schon. Es ist wieder berechnet und dann ist es berechenbar und dadurch ist es trotzdem wieder vorhersehbar. Ja. Diese Spontanität, was das menschliche Gehirn zu Wege bringt in dem Fall, das wird die KI nicht kennen. Und mit Leuten schon gesprochen, die sich damit wirklich viel beschäftigen, die auch studiert haben mit Technikern und so weiter. Und sie haben gesagt, nein, also das wird es nicht spielen. Das ist für uns sehr vom Vorteil, diese Geschichte eigentlich. KI, ich möchte es nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil. Also, nein, es wird eine gute Sache, nicht? Aber für uns ist das eigentlich eine gute Sache. Ja. Ich glaube auch. Es wird viele Dinge geben, wo man denkt, super, dass es die KI gibt, dann brauchen wir uns nicht mehr damit beschäftigen, brauchen wir es nicht mehr machen oder der Mensch nicht mehr machen. Aber eben gewisse Dinge werden dann wieder einen anderen Stellenwert bekommen. Und da sind wir auch wieder bei der Wertigkeit eben. Ne? Das ist halt, und also das Menschliche sozusagen wird wieder an Wertigkeit mehr bekommen, glaube ich, in Zukunft. Ja, ja. Und ich sage mal, es kommt noch ein weiterer Faktor dazu, das ist quasi die Gesellschaft selber, also das System, in dem man ist. Was hat eine Wertigkeit? Und natürlich, wenn du jetzt dann anschaust, es gibt so Katastrophenfilme nicht? Oder Serien, nicht? Wo also irgendwelche quasi so Apokalypse-Partien gezeigt wird, was sein könnte. Ja. Und da geht es nicht ums Überleben und da geht es um dieses und jenes und komplett vernachlässigt wird immer die Kunstkultur. Manchmal kommt dann also irgendeine eine Rolle dann in diesen Filmen oder Serien vor, der ein bisschen wieder darauf hinweist. Er sagt, na, warte mal, ein Instrument spielen, zusammen singen oder irgendwas, ist das nicht wichtig? Braucht man das nicht? Ist gesellschaftlich gesehen sogar ganz wichtig für die Entwicklung einer Gesellschaft, für die, sagen wir mal, das ist wieder fast spirituell eigentlich schon, weil das ist für die geistige Fitness von jemandem. Es löst ja Emotionen aus, gerade in der Musik natürlich, aber auch in der bildenden Kunst, ein Gemälde. Wenn du davor stehst, eigentlich, das kennt ja jeder, wenn man sich sowas anschaut, das macht mit an was. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese Feinheiten da empfinden zu können. Ja. Und eine Welt ohne Kunst, was auch immer, kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen erlaube ich mir auch diese Aussage, dass unsere Gesellschaft eine kulturlose ist und eben daher auch irgendwo auf eine gewisse Art vor dem Untergang steht. Und das wirklich beste Beispiel war die Corona-Zeit. Weil was war das allererste, was wirklich angetragen worden ist? Alles, was Kultur betrifft. Was Kultur war angetragen, ja. Das war das allererste. Und das war, wie die Gesellschaft damit umgeht, wie die Politik damit umgeht. Ja. Das war, also jetzt abgesehen von irgendwelchen monströsen Förderungen für Künstler, aber der Große war einfach, ich darf es nicht mehr spielen, Punkt. Da war sonst nichts. Das war definitiv ein Berufsverbot. Das war diese unglaubliche Frechheit von der, wie hatten die Kassen, die von der Regierung, die für die Kunstsprecherin war. Ja, so blieb sie mir in Erinnerung, ja. Lunacek. Die musste, ja, genau, die musste dann relativ schnell auftreten, natürlich. Sie war in einer schwierigen Situation auch. Also ich will jetzt persönlich da jetzt nicht allzu nehmen, aber es war symptomatisch, ihre Aussage, wo sie gemeint hat, na, die Künstler, die Musiker, die spielen ja vom Balkon. Ist das nicht schön, wie die am Balkon spielen? Und ich habe mir gedacht, wirklich, da haben wir das Thema Wertigkeit. Die Wertigkeit ist eben im Keller. Weil dann bist du deppert. Also jetzt nicht Lunacek, sondern grundsätzlich dieser Ausruf, bist denn du deppert? Da glauben die Leute wirklich,
man hat sich etwas angeeignet und das ist vollkommen wurscht und wir dürfen froh sein, dass wir es am Balkon ausspielen dürfen. Das war eine, wo du gemerkt hast, die Wertigkeit der Kultur ist unter jeder Sau. Was war das Wichtigste? Ja. Zunächst einmal Häselpapier, das war das Wichtigste damals. Aber um was ist es gegangen? Natürlich, Gesundheit, ja, keine Frage. Das war mal Punkt 1. Wichtig ist, dass wir alle gesund sind. Aber das Spannende ist, das ist nicht alles Rotrat worden, sondern Kunst, Kultur. Und Kultur. Wo ja auch die Gastronomie dazugehört. Abgedreht Genau, worden. ja. Das war das Erste, was geopfert wurde. Ne? Und das Letzte, was wieder eröffnet wurde. Wo man wieder sieht die Wertigkeit eigentlich. Die ist beim Teufel eigentlich. Ja, die ist beim Teufel. Das ist sehr best gesagt jetzt. Aber Man sagt, arbeiten darf es gehen. Ja. Arbeiten darf es gehen, wenn es geht im Homeoffice, wenn es nicht geht, wurscht, darf es gehen. Ist jetzt Kunst, Kultur, ist das keine Arbeit? Oder was? Wichtig ist die Arbeit. Ist ja mehr Arbeit. Wir wurden an der Arbeit gehindert. Das ist richtig sagen, jetzt das muss auf ich uns ehrlich sagen, bezogen, aber auf uns jetzt bezogen, ja. grundsätzlich meine ich jetzt für die Gesellschaft. Du Ja, sagst, ja, arbeiten schon, darf was es gehen. Arbeiten darf es gehen. Die Wirtschaft darfst schon erhalten. Aber kulturell, also das menschlich Wichtige, das ist jetzt einmal geschlossen. Ja. Das ist egal. Und du hast gemerkt, wie die Wertigkeit für Kunstkultur steht. Und natürlich, wenn du jetzt sagst, erst, keine Ahnung, Flucht, wir müssen aus irgendeinem Grund, wir müssen flüchten, du wirst nicht in erster Linie Gemälde mitnehmen oder Schallplatten. Nein. Du wirst natürlich das schauen. Hab und Gut, das ich brauche, um zu überleben, das Genau. Leben meiner Familie, mein eigenes Leben zu schützen und weiter zu leben können. Ja. Einfach. Und da wird das Gemälde an der Wand nicht das erste sein. Nicht? So ist es. Und das ist richtig. Das ist aber auch Im ersten Moment. Im ersten Moment. Nein, im ersten Moment. Genau. Aber was machst du dann? Wie geht es weiter? Ja. Dann muss ich wieder ein neues malen, nicht? Weil du kannst sagen, Naja, oder irgendwas machen, irgendwas muss ich das, ja? Ich meine, es ist eben im Moment ist es nicht wichtig, das stimmt. Ja. Aber auf Dauer sehr wohl. Ne? Und das ist schon etwas, was dann ganz spannend wird, wenn man sagt, okay, was ist das jetzt wirklich wert? Was ist ein Schauspieler wert, ne? Der schauspielern kann? Was ist der wert? Finanziere ich ihm das Leben? Ist das die Wertigkeit? Mir hat das gefallen, der André Costolani, der Börsenguru, hat früher das geschrieben in einem Buch, hat gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich ist oder ob das für ihn nur die Idee war. Er hat gesagt, ich habe 3 Kinder, 3 Söhne. Der eine ist Pianist, der andere ist Maler, glaube ich. Und der dritte ist Börsenmakler, weil der muss die anderen 2 erhalten. Ja. Aber das war nicht abwertend gemeint, sondern er hat gesagt, das ist so, weil, ich verstehe das schon. weil als Künstler als Künstler sollst du Künstler sein. Und das würde der Gesellschaft fehlen, dass man wirklich sagt, ein Künstler kann einfach da halten, Punkt. Ja, das geht natürlich heutzutage nicht. Das ist ja auch Missgunst und Neid und sonst was. Aber wenn man sagt, so wie früher. Das Mäzenatentum noch, Das, wenn genau. man gerade schaut. Ja. Gerade im Mittelalter beginnen diese Geschichte eigentlich. Ja, Ja, oder das noch Barock früher dann sogar, und dann überhaupt. Dann wurden Künstler wirklich einfach daheim. Ja, genau. Weil macht deine Kunst. Im Mittelalter hat es eher sogar schon angefangen, dass sie dann beeinflusst wurden. Aber du hast heute klar. den Zustand, wenn du jetzt Künstler bist. Nicht? Na gut, wir machen jetzt Wiener Lieder und es ist jetzt Künstler kann viel sein. Aber im Prinzip, wenn du sagst, das ist ein echter Künstler, Ja. und der soll seine Kunst machen. Wenn er sich natürlich ums Geschäft kümmern muss, dass er überleben kann, ist die Kunst dadurch beeinflusst. Ja, das ist natürlich jetzt hochphilosophisch irgendwo. Wobei Ja. das auch immer Aber- schon so war, auch damals, wie das Mäzenatentum noch groß war. Ne? Darum sage ich, im Mittelalter hat das schon angefangen. Aber Das ist- davor war ein Künstler, Ein gutes Beispiel, was ich Der finde, ist der Peter Paul Rubens zum Beispiel. Ne? Das ist die Werkstatt und der flämische Gesandter gewesen in Spanien und so weiter. Also die war natürlich auch beeinflusst, sehr beeinflusst Aber natürlich. das ist, dann schon, da hat das Gesellschaftssystem bereits seinen Lauf genommen. Genau, ne, bei ja, uns. ja. Aber sonst waren Musiker, die Barden, das war nicht das waren, ja. Der Hofnarr hat auch dazu Zum Beispiel. Ja, wurde auch da halten, ja. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Erhalten. Ja, ja. Der hat sich nicht kümmern müssen ums Geld, ums Geld, Verdienen. ja. Der hat es gekriegt, Ja. weil er eben Künstler war. Würde nicht sagen, dass es heute so sein muss. Das ist nicht der Punkt. Aber du hast ja heute die Wertigkeit, wo du sagst, na, der soll schauen, dass er davon leben kann.
Aber was ist denn wirklich heute ein Schauspieler wert? Und sagst, ja, wenn er gut ist, nein, nicht wenn er gut ist, wenn er erfolgreich ist. Das sind zwar ein paar Schuhe. Ein guter Schauspieler muss nicht unbedingt erfolgreich werden. Wahrscheinlich wird das so sein. Die Wahrscheinlichkeit ist größer natürlich. Ja, sonst hätte er nicht erfolgreich sein. Ne? Aber jetzt ein Hollywood-Schauspieler hin oder her, oder sonst was, ein Bühnenstar, Darsteller, einer, der einfach ein Schauspieler ist, der hat das gelernt. Der hat das gelernt von der. Der spielt vielleicht auf kleineren Bühnen, wo der sonst wo dingelt irgendwo herum, wird ein bisschen angeschaselt, naja, das ist ja mehr oder weniger voll ein brotloser Künstler. Dann sagst du, naja, warum ist er brotlos? Jetzt, weil er schlecht ist, weil er seine Kunst nicht gut kann, oder weil einfach die Wertigkeit nicht da ist der Gesellschaft und sagt, du lebst, weil du einfach Künstler bist und du bist wichtig für unsere Gesellschaft. Ganz wichtig, ja. Und deswegen, ist er ein Künstler auch. Ding, Wurscht, was er ist. Ja. Wie gesagt, jetzt kann man sagen, wichtig ist ein Ortstar und wichtig ist, das ist alles richtig. Ja. Und in der heutigen Gesellschaft, wir haben halt auch ein Geldsystem, wir haben auch diese Art, wie es rennt, und da geht es so einfach nicht mehr, weil da kannst du jetzt an jeden sagen, der Künstler ist nicht, der wird erhalten von der Gesellschaft. Ne? Das wäre irgendwie vermessen. Ja. Das geht wirklich nicht. Ne? Allerdings auch aus dem Grund, weil dann viele Leute das ausnutzen würden und sagen, ich bin Künstler. Obwohl es keiner sein. Ja, das ist. Was ist Kunst? Nicht? Ja, was das ist die Kunst? Frage, ja. Aber den einen Spruch habe ich in Hamburg auf einen Stiegel gesteckt. Kunst kommt von Können und nicht von Wollen, sonst hieß sie Wunst. Ne? Ja, das stimmt. Ist auf einer Stufe gestanden in Hamburg. Das stimmt. Ja. Damals haben wir gesagt, ja, das ist zum Überlegen, zum Nachdenken. Ja. Also ich bin schon der Meinung, dass tatsächliches Können, also ein Handwerk, wenn man so will, zur Kunst gehört. Ein Schauspieler ist ein Schauspieler, nicht weil er sich einbildet, ich bin Schauspieler, und nicht, weil er ein Talent dafür hat, sondern weil er das Handwerk erlernt hat. Wenn ich als Schauspieler in Erscheinung treten würde, dann würde ich sagen, ja, sowas wie ein Volksschauspieler, ja, dann spielt der Klase mehr oder weniger ein Klase, weil das ist halt, das bringe ich zusammen, aber ein Schauspieler, der kann ja Rollen wechseln. Das kennt ich vielleicht auch, aber ich bin dann auf 2, 3 Rollen limitiert, aus meinem Talent heraus. Aber das Talent ist eines, aber das andere ist das Handwerk. Und das ist für mich schon zum Beispiel, ich bin kein Theaterfan, muss ich dazu sagen, ich bin kein Schauspielfan. Oder es berührt mich nicht so. Aber ich habe höchsten Respekt vor echten Schauspielern und sie tun mir leid, da sind wir jetzt beim Thema Wertigkeit, ja, genau. wann diese ganzen Preise, sei es jetzt eine Romy in Österreich oder von Oscars rede ich, aber diese ganzen Bambi und was da alles gibt und dann auch kleineren Preisen, wenn das dann an Leute geht, die halt erfolgreich sind, ja, die halt vorne draufstehen, aber die eigentlich keine Schauspieler sind. Ja. Ja, ich will da gar keinen Namen nennen, nein, weil sie ja auch gar nicht schlecht sein müssen. Das hat mit dem nichts zu tun. Große Namen, manche schon verstorben, waren ja auch manche wirklich auf eine Rolle oder 2 Rollen eigentlich beschränkt dann eigentlich im Leben. Weil das andere hat nicht funktioniert. Das ist ein Fokus auf etwas dann. Ja. Von jemandem. Ne? Nimm mal Hans Moser her. Ja, ne? aber der Hans Moser hätte schon alles kennen, aber es war halt natürlich die erfolgreichste Rolle. Genau, und dadurch mache ich das. Ne? Das ist klar. Otto Schenk, nicht? Otto Schenk spielt immer Otto Schenk, haben wir immer gewitzelt. Ne? Das ist großartig. Aber ich liebe ihn später. Aber, der junge Otto Schenk, der hat sehr wohl alle möglichen Rollen kennen. Aber klar, es hat sich dann herausgestellt, erst mit der Rolle bin ich am erfolgreichsten. Da weißt du ja blöd, wenn sie es nicht ausnutzt. Ne? Das war mir auch nicht, wenn man das aber sie werden fähig dazu, grundsätzlich. Ja. Sie waren fähig, was anderes zu spielen, weil sie Schauspieler waren, gelernt. Die haben ein Handwerk erlernt und dann haben sie es kennen. Und mit dem besten Ding sind sie du lernst ja in jedem Handwerksberuf, lernst du die ganze Breite deines Berufs und in den meisten Fällen ist es ja dann ohnehin ein spezialisierst du dich dann auf ein Gebiet. Ja. Und das ist ja bei uns auch so. Wir sind Musiker, aber wir sind spezialisiert aufs Wiener Lied. Genau, so ist es, ja. Das ist das stimmt, ja. Also das lasse ich durchgehen. Genau. Aber eben, du merkst die Wertigkeit, um bei dem zu sein, jetzt auch abseits vom Geld, auch in der Gesellschaft, dass oft Leute erfolgreich sind, die gar nicht das Handwerk per se gelernt haben. Ich sage jetzt mal so, nicht, weil sie halt beim ORF gepusht worden sind, aus welchen Gründen auch immer, auch zu Recht, weil das Publikum das mögen oder alles mögen. Und dann kriegen halt Leute, die da gar nicht, die eigentlich Quereinsteiger sind, mehr oder weniger kurz, kriegen auf einmal die Lorbeeren für alles Mögliche und die echten Schauspieler schauen dann durch die Finger. Wobei, da ist wieder natürlich so, hat das Publikum immer recht? Wenn es dem Publikum gefällt?
Gerade Ja. so bei Publikumspreisen, wenn man sowas her. Ja. Ja, ne? Ich mein, das ist ja gesteuert. aber zum Beispiel, ja, es ist halt, Aber- das ist ja auch eine Frage, wie sich das ergibt, wie das Publikum zu dem wurde, was es ist. Ne? Aber natürlich, es ist, also mein Plan ist schon, Ja. oder unserer, wenn wir natürlich spielen, dann wollen wir ja in erster Linie nicht Ich will- unser Innerstes nach außen kehren, sondern wir wollen eigentlich das Publikum zufriedenstellen. Zufriedenstellen, ja. Und man will als Künstler natürlich dem Publikum gefallen. Ja, nicht, Absolut. Nicht? Jeder Künstler, der sagt, nein, das ist mir egal. Der liegt, Der liegt, Der ja, liegt. definitiv. Also das Man klar will dem Publikum gefallen. gefallen, nicht um jeden Preis. Nein, aber, nicht um jeden Preis. aber es ist der Aber Plan. Nicht? Wenn, Prinzip, ja. wenn du jetzt bist, zum Beispiel Maler im stillen Kämmerlein, dann kannst du sagen, dann kann stimmen, dass der sagt, mir ist das scheißegal, ob das wem gefällt oder nicht. Ja? Wobei natürlich, wenn es mir gefällt, wird es irgendwann einen zweiten geben, dem es auch gefallen wird. Nicht? Also so ein Das Einzelnen ist so. man nicht. Nicht? Das ist so. Aber wir sind ja schon trotzdem, also auch mit Wiener, mit der Nische, wir sind in einem Bereich, wo man sagt, das ist durchaus Kommerz. Nicht? Also es ist eine kommerzialisierte Kunst. Sobald Kunst ist immer mit Kommerz verbunden, aber nicht erhalten wäre. Wenn wir gehört haben vom Erhalten eines Künstlers zum Beispiel, Ja, aber- ist es ja kommerziell, nicht? Ja. Weil der Kommerz ist Aber Krieg was. Ja, nicht? aber ich kann ja Bilder malen und dann wieder verbrennen. Also es ging mir um das Malen oder es ging mir ums Ja, natürlich, Komponieren. natürlich, und, ja. Also das ist selten natürlich, aber das geht schon. Du kannst schon Kunst auch ohne Kommerz haben. Nicht? Aber in unserem Fall In unserem natürlich Fall erst recht als Berufsmusiker. Berufsmusiker, was wir sind, und dann die Wertigkeit natürlich. Aber auch die Wieder- Musikrichtung. Wiener Lied, das ist natürlich eine Kommerzmusik. Jetzt nicht wie Pop, eine sehr ausgiebige. Eine breitenwirksame ist es nicht. Ist nicht, aber Kommerz. Aber ja. Weil du natürlich hergehst und so, wir sind beim Hering, du passt sehr, wir spielen euch Wiener Lieder, jetzt spielen wir was aus der, oder dann wünscht sich einer was, ja, das erfüllst und so weiter. Also es ist ein Ding, nur, das ist eben auch, das weiß man, also das ist ja keine Überraschung. Nein, ne? nein, Das nein, gar nicht. Das weiß man von Haus aus. Und die Wertigkeit merkst du dann eben anhand vom Applaus, anhand vom Umgang der Menschen mit dir. Ne? Mhm. Und das ist halt, wenn die Leute anfangen zum Plaudern untereinander, jetzt kann es halt sein, Liegt es an mir? dass ich gar nicht gut bin. Sind wir nicht gut oder was? Oder, Die Frage oder ich oft, bin ja. falsch da. Ja? Es ist eine Gesellschaft, die gar nicht auf das anfährt. Die Musik gar nicht da will eigentlich, oder was? Kann passieren? Also es muss nicht zwangsläufig jetzt das Publikum eine Bösartigkeit haben, ja. oder was? Böse Absicht haben Ja. wir auch gar nicht oft. Gar Das nicht. ist einfach passt nicht. Ja? Das kommt ja vor mitunter. Und dann, aber du merkst es eben an dieser Wertigkeit. Ja, das ist die Wertigkeit, die dann rüberkommt. Da ist die Wertigkeit nicht gegeben, zum Beispiel. Wenn einer mit der aber- Musik nichts anfängt, wird er sagen, na okay. Die Wertigkeit wäre dann gegeben, wenn einer kommt und sagt, du seid nicht besser, ihr seid sicher gut, aber ihr seid da falsch. Ja. Ich glaube, das ist Da da schon drum. Ne? Das wäre wieder eine das ist höhere eine Wertigkeit. höhere Wertigkeit. Absolut, ja. Aber de facto ist es ja, wenn du jetzt sagst, egal was wir ja, wo wir sagen, ja, ihr könnt uns engagieren zum Geburtstag, zur Hochzeit, zur Firmenfeier. Natürlich, da verdienen wir ja Geld. Aber de facto ist es ja etwas, wo man sagt, naja, jetzt müssen wir die Wertigkeit in einen Preis bringen. Festmachen, ja. Und dann sagst du unterm Strich, jetzt gibt es halt dann die Firma A, die sagt, ihr bereichert unser Firmenfest. Weil das ist jetzt wirklich genau richtig, das passt und super und hin und her. Das ist ein Bereich, das macht diese Firmenfeier erst zu dem, was es ist und das macht uns total glücklich alle miteinander. Super. Ja. Der von der Firma B sagt, wir brauchen Musik, damit sie was anspielt. Dass sie mit sich was tut, dass sich die Leute besser unterhalten und das ist gehört zur Stimmung Ding, dazu. Ne? Ich meine, das ist in beiden Fällen Hat auch passiert. ist ja trotzdem eine Wertigkeit auch wieder vorhanden bei beiden. Ja, aber halt eine mindere. Eine finanzielle. Nein, finanziell wäre jetzt Abgegolten bei meinem Beispiel beide Also das gleich. Gleiche. Okay. Ne, Okay. klar, Ja. wir verlangen ja dort nicht mehr als dort. Genau. Nicht, wir haben gesagt, da, das ist unser Preis, beide zahlen, also das Finanzielle ist geklärt. Für den einen ist halt ausreichend. Ja. Der sagt, Ja. ich brauche nur Hintergrundmusik. Im Prinzip ist wurscht, wenn es nicht ist, ist wer andere. Aber euch habe ich gerade am Telefon erreicht. Ist auch legitim, ja. Also mit dem leben wir, weil das so rennt. Aber beim anderen hast du halt, sagst ja, aber da gehst du halt mit mehr Lächeln ein und mit mehr Lächeln raus. Oder ist die Wertigkeit, weil gerade so bei Firmen oder was ist, mit der Auftrittsdauer ist das auch abhängig. Ich finde nämlich nicht, ob man jetzt 1 Stunde spielt oder 3 Stunden spielt. Wenn die 1 Stunde stimmig ist, ist gut. Wenn die 3 Stunden wieder stimmig sind, ist beides gleichwertig, Ja. finde ich. Ja. Von der Ding. Weil oft ich habe das schon kurz einmal überlegt gehabt, diese Tatsache. Ist ein Auftritt, wo ich länger spiele,
also eine längere Auftrittszeit habe, mehr wert für mich, also persönlich jetzt, oder fürs Publikum, oder ist eine Stunde nicht genau gleichwertig. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Naja, ich weiß Nicht schon, jetzt finanziell, sondern wirklich einfach für die Persönlichkeit. Oder ist das wirklich unterschiedlich, welcher Anlass das ist? naja, Das ist also ein Konzert, muss ein Konzert 2 Stunden, 3 Stunden, 1 Stunde, 4 Stunden. Ich glaube, da kommt schon so auch vor allem der Finanzaspekt rein. Nicht? Weil es einfach zum Beispiel, wenn du viel zahlst, dann erwartest du mehr. Und was kannst du erwarten? 3 Lieder, die so exorbitant leibend gespielt worden sind, dass du sagst, das war es mir wert. Oder du sagst erst, ich habe 70 Euro zahle ich da Karten und du spielst nur 1 Stunde. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, ja. Und dann, weil habe ich selber schon gemacht, vor vielen Jahren bei einem Konzert. Ja. War internationaler Künstler. Und der ist nach 50 Minuten von der Bühne gegangen, kein Zug, aber nichts und weg war. Das war's, ja. Und ich habe mich geärgert, nicht, da damals. Also das aber und natürlich, weil du ja eben diese Wertigkeit natürlich auch irgendwo in einen Kontext setzen muss, den man eben bewerten kann. Zeit ist natürlich ein Faktor. Und wir werden ja gefragt, also wenn man uns engagiert, was kostet eine Stunde? Ja, genau. Nicht, was kosten die 16er. Was kostet eine Stunde? Was kosten 2 Stunden? Ja? Und natürlich, so hast du auch unterschiedliche Preise, weil du sagst, das ist jetzt beim Ding, weil eben die Zeit, da wieder die Zeit da bezahlt. Kann man sagen, genau. Ja, die Höhe dieses Preises orientiert sich dann an der Wertigkeit der Kunst, die man da bringen kann. Aber de facto zahlst die Zeit. Und bei einem Handwerker ist es nicht anders. Ist nicht anders so. Du zahlst die Zeit. Wobei wir wieder beim Handwerk sind. Ne? Du zahlst aber die Zeit, die Anfahrt und die Zeit. Was der macht, ob er einen Schrauben, einen Hammer oder einen Schraubenschlüssel hat, ist egal. Irrelevant. Du zahlst die Stunde. Egal, ja. Der Installateur ist da, 2 Stunden, zahlst 2 Stunden. Was der macht, ist wurscht. Und genauso betrachtet man das natürlich, verständlicherweise auch, weil du musst ja irgendwo... Du musst das ja festmachen, du musst ja die Wertigkeit. Ja. Du musst das ja irgendwie... Und du sagst ja 2 Stunden 16 er Buben. Genau, ja. Genau. Bin ich ganz bei dir. Ja. Und das ist halt... das ist logisch, ja. Das verstehe ich auch, und das ist eben diese Möglichkeit. Was du gemeint hast, jetzt zum Beispiel, da fällt mir jetzt ein gutes Beispiel ein, mit dieser Wertigkeit, wie viel ich spiele. Das war der eine 60er, wo wir gespielt haben, wo wir gesagt haben, das ist, ich meine, das ist ein 60er, ist ein Geburtstag, da kommen Leute zusammen, die wollen reden miteinander. Also da empfinde ich mich selber nicht als falsch bewertet, da sind wir Hintergrundmusik. Das wissen wir, das ist klar. Und die Wertigkeit spürst dann eher in der Form, dass einfach manche Leute ein bisschen rücksichtsvoller sind, im Sinne von, dass sie jetzt nicht direkt vor dir stehen oder also dass sie merken, du spielst ja Musik, das ist toll, danke. Oder sagen wir so, ein lautes Gespräch 1 Meter vor der Musik machen, sondern da geht mal der Zeit. Also das merkst du dann schon, eben, wirst du erkannt als einer, der da jetzt spielt, aber im Hintergrund spielt, oder bist du wirklich Luft, oder bist du wirklich ein Niemand für diejenigen. Das ist okay, das ist aber mehr ideell. Aber dort war es zum Beispiel so, und wir haben gesagt, na klar, wir sind eine Hintergrundmusik, das ist das 60er, das passt schon. Das Geburtstagskind selber hat gesagt, ja, aber ich will nicht, dass halt so im Hintergrund, ich will weil ich sage so gut, ich will, dass die Leute das hören, sage ich, du entspann dich. Das sind Gäste da aus ganz Österreich, wenn es da, es wird nicht jeder Wienerlieder wollen, und du, als Hintergrund, wir sind da, und denen Tag, die kommen schon zu ein bisschen, die werden sich die Schau holen. Genau so, und die anderen, das passt schon. Und was war im Endeffekt? Wir haben angefangen, der Bräutigam, sage ich, der Jubilar, hat also dann nochmal gesagt, bitte an seine Gesellschaft, ich hätte gern, weil die 16 da sind, bitte hurcht einer zu, eine Zeit oder was. Ne? Und ich habe dann halt gesagt, ja, passt auf, machen wir einen Vorschlag zur Güte, weil ich eben nicht die Leute vergrämen wollte, die ja jetzt nicht wegen der Musik kommen sind. Genau. Die sind ja eingeladen zum Geburtstag. Zum Feiern, ja. Und da habe ich gesagt, pass auf, wir machen das ja so, wir machen 3, 4 Lieder, jetzt quasi konzertant, und dann macht es weiter. Und es wurden 2 Blöcke daraus, zu je über einer halben Stunde. Ja, also fast wie ein Konzert. War wirklich wie ein Konzert im Endeffekt dann. Ja. Weil sich das einfach gegeben hat. Aber de facto haben wir gespielt, den ganzen Abend. Wir haben für den ganzen Abend Zeit gekriegt, also für 3 Stunden sozusagen. Aber wir haben de facto 2-mal eine halbe Stunde gespielt. Statt 3 Stunden durch. Und
alle waren Stimmung, glücklich. alle waren begeistert, glücklich. inklusive uns natürlich, Ja, klar. das war- Weil du wächst ja dann noch über dich hinaus, wenn die Wertigkeit noch des Publikums dir den Applaus gibt und die Zuneigung kommt, spürst du ja noch mal viel besser. Also das ist eine Einheit an das Ganze geworden. Also, aber im Prinzip für 3 Stunden sind wir gezahlt worden, für 1 Stunde haben wir gespielt. Haben wir gespielt, So ja, kannst du genau. sagen. So kann man sagen. Aber es wäre keiner dort auf die Idee gekommen, und am wenigsten der Jubilar. Ja. Der war fertig, das war so leibend und das war wirklich aber keiner wäre auf die Idee gekommen, hallo, ich hab jetzt 1 Stunde gespielt, ist da, was ist da? 3 Stunden waren ausgemacht. Das hätte dort keiner gesagt. Überhaupt nicht. Weil das einfach Null. gefahren ist. Und dem, weil du sagst, mit der Wertigkeit auch des Publikums, es ist ja, wenn der Künstler aufgewertet wird, also in dem Fall wir, Ja, genau. wenn das Publikum total mitfährt, mitgeht, leibend da ist, aufmerksam ist, mitlacht, mitwarnt. Das ist das Allerschönste, was es gibt. Also sozusagen die Wertigkeit des Publikums in dem Fall. Ja, das ist ja dann, das ist dann nochmal was Erhebendes. Da schwebt man dann so irgendwie. Das ist so ein wunderschönes Gefühl. Ja. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man Musik macht. Nein, nicht, das ist ja Blödsinn jetzt, aber schon mit einer der Dings. Naja, das ist schon. Diese Wertigkeit, das sind die Spitzen. da geht es einem gut. Also aber wie gut es einem da geht. Es gibt zwei Sorten schöner Momente. Für mich als Musiker, als Berufsmusiker. Ja. Eine Sorte, eine Art oder ein Moment ist der, wenn ich eine super Gage gekriegt habe, diese Gage daheim nachzähle und einlegen und sage, super, viel Geld verdient. Kommt nicht so oft vor, viel Geld verdient, aber ja, das ist die eine Variante. Die Wertigkeit, ne? Naja, nein, was sagst du? passt schon. Weil ich freiwillig Geld gekriegt habe. Ganz schlecht ist es. davon. Ne? Ja, Wow, so ist heute haben wir ein super Geschäft gemacht. Ja. Die zweite ist das, was du angesprochen hast. Man sagt, heute war es so leibend, das Publikum so super, die Stimmung, die Gaude. Wir haben uns, also es war ein erhebender, leibender Auftritt. Und das halt da nachher. Und wenn es natürlich jetzt beides noch Beides verbinden hast kann, du. dann bist du Das aber ist- der erfolgreichste ever. Und das Ja, haben das Gott sei Dank kommen wir in den Genuss schon ein paar Mal, also dass Ja, das so ist. Also Das ist wir wirklich können schön. gut davon leben. Das ist Aber es gibt eben Auftritte, wo ich sage, ja, war leibend, Du, aber das ist ich Geschäft. habe Geld verdient. Das ist Geschäft. Ja. Das war einfach Das ist ein Geschäft. Und so. In ganz schlimmen Fällen sagen wir dann sogar mitunter, das war mehr Schmerzensgeld als ein Gage. ganz selten, aber ganz selten. Ja, aber kommt auch vor. Kommt vor, gehört dazu. Aber dann macht man es fürs Geld. Dann ist man sozusagen in der Prostituierten-Ebene. Ja, was sagst du, warum spiele ich da eigentlich? Nur wegen Geld. weil sie mich engagiert haben. Nicht? Nach dem Naja, oder einfach nur wegen Geld. Ja, weil sie mich engagiert haben, das Geld passt. Ja, Ja, passt. es ist mir taugt es nicht, ich finde das alles Arschlöcher, ich finde das als deppert, ich habe auch keinen Respekt vor uns und es ist alles Arsch, aber ich verdiene Geld. Und natürlich, man muss sich ehrlich Ist so. eingestehen, Mach mal. das Sehr ist halt selten. man. Ja, es Aber ist es wirklich ist so, selten. mach In den Anfängen war das schon öfters. Ja. Was darf man sagen, ja, ich hab fürs Geld gespielt. Man muss sich ehrlich sagen, das gehört dazu. Also und da sind wir eben bei der Wertigkeit von uns selbst dem gegenüber. Nicht? Und da sagen wir, naja, ich spiele es, weil ich halt da Geld verdiene. Geld verdienen. Ja? Aber wie gesagt, natürlich, die Königsdisziplin ist, du spielst, verdienst da Geld und es ist für alle Beteiligten ein Genuss unglaublicher und ein Genuss. Erlebnis, für das einprägsam ist und du fährst noch einen Auftritt heim nachher. Die ganze Müdigkeit ist wurscht. Ja, das ist wirklich, das ist natürlich das Optimum. Das ist, ja. Und, aber man muss ehrlich sagen, ja, man muss sich selber auch da wirklich, ich möchte gar nicht einmal am Krawattel immer, sondern es ist ja das so. ist Nicht? so. Wir müssen ja einfach Geld verdienen. Es gibt nichts, das ist ein Job. Ja, es gibt, genau, das ist der Job. Und du sagst, ja, Gehört genauso dazu. aber das habe ich gemacht. Und eben, es gibt schon diese Sorte Künstler, die sich eben nicht prostituieren. Nicht? In der Regel kommen sie halt auch nicht weit. Nicht? Und irgendwann gehen sie halt dann hakeln irgendwo wirklich als Hilfsarbeiter, Ja, genau. weil sie eigentlich nicht Ja, überleben genau. können Ja, mit dieser Einstellung, ich bin Künstler, verdammt. Nicht? Wissen Sie nicht, wer ich einmal war? Nach dem Genau, Motto. ja, genau. Naja, Ja. das klingt jetzt so lustig. Und aber manche bringen es durch, die das wirklich durchziehen und sagen, ich bin, wer ich bin. Und ich mache das gut und die sind erfolgreich, aber das sind ganz wenig, ganz wenig. Das ist so ein geringer Prozentsatz, die das so machen. Und die meisten müssen dann schon sich entscheiden, okay, Oder ich bin zwar Berufsmusiker, aber nebenbei noch 2 Jobs und das auch noch und das auch noch. ja, oder du sagst halt, ja, ich muss halt das annehmen. Nicht?
Oder ich spüre halt auch mal dort, wo es und im es gibt, Hintergrund noch ist und wo es aber wurscht ist. es gibt zum Beispiel Leute, die das eben sehen und anerkennen und das halt machen. Zum Beispiel eben der ein oder andere Musiklehrer, der eigentlich Musiker ist, aber er sagt, ich muss unterrichten, weil sonst könnte ich nicht davon leben. Ja. Und da gibt es eben viele, die sind angefressen, die sind also mit der Welt unzufrieden und mit sich selbst, weil sie eben noch unterrichten müssen, um Geld zu verdienen. Und da gibt es andere, die sagen, hey, die leben dafür. ich kann trotzdem mit der Musik immer noch gut leben, weil ich ja unterrichten tue. Also eine komplett andere Einstellung dazu. Ja, genau. Das ist eine gute Einstellung. So. Ja, absolut. Das finde ich großartig, absolut. wenn das so passt. Und das ist auch hier wiederum eine Wertigkeit Genau. seiner eigenen Fähigkeiten gegenüber und eine Ehrlichkeit. Also ich möchte fast sagen, Wertigkeit dann in vielen Bereichen auch mit Ehrlichkeit oder Aufrichtigkeit fast als Synonym zu verwenden. Ja? Man sagt, ich bin aufrichtig. Das ist zu mir gut, selber. aufrichtig sein. Ja, genau. Ich kann das, ich bin das aber für die Bühne, oder es ist zu wenig, es wirft zu wenig an, macht aber nichts. Ich kann ja auch noch unterrichten und das mache ich auch gern. Ja, wenn einer aufrichtig ist und sagt, es ist das Letzte, was ich will unterrichten, ich mache es nur wegen Geld, dann sollte er vielleicht überhaupt überlegen, die Einstellung zu ändern oder sein Leben grundsätzlich zu ändern. Vor allem ganz wichtig ist die Einstellung bei sowas natürlich. Ja, weil es ja auch eben diese Wertigkeit, Schrägstrich Aufrichtigkeit, ja. sich selbst und seinen Fähigkeiten gegenüber, diesem Metier gegenüber darstellt. Ja. Also ich glaube schon, das Thema Wertigkeit, das kannst du so weit ziehen. Am Anfang auch, wie wir so überlegt haben, das ist eigentlich ein kurzes Thema. Wir haben eigentlich auch dann am Anfang nur so das Geldthema selber angesprochen. Wo fängt es an? Bei Geld, habe ich gesagt? Oder ist so der Applaus? breit. Oder was ist es? Was macht das Ganze aus? Ja. Die Wertigkeit von wem gegenüber wem anderen. Ne? Das ist, und bei Dienstleistungen ist es so. Nicht? Und du hast eben dort, wo du das nicht festmachen kannst, nimmst du halt einfach immer Zeit. Du sagst, eine Stunde kostet so viel. Aber warum kostet die Stunde, keine Ahnung, bei der Taylor Swift so viel mehr als bei uns? Das ist eine Frage, die ich aber nicht so beantworten kann einfach. Ja, die Wertigkeit ist anders. Es hat sich anders geändert. Es hat sich geändert. Anders entwickelt bei ihr halt. Ne? Genau so ist es, ja. Ich meine, es ist halt klar, nicht? Ist vielleicht ein schlechter Vergleich. Nicht? Schlecht, eigentlich. Aber ist ja wurscht. Ne? Aber warum ist eben der eine teurer wie der andere? Und dann sagst du, ja, das ist zum einen natürlich das, was du erarbeitet hast, aber selbst wenn wir aus irgendeinem Grund, Hausnummer, berühmt werden jetzt. Also ich weiß, aus irgendeinem Grund. Ja. Und Zeitung und alles prominent, richtig prominent. Die 16er Buben, die sind Wahnsinn, sind prominent. Die kennt jeder Mensch in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, kennt die 16er Buben. Das ist leibernd. Aber die Frage ist, wenn ich beim Taschler spiele, ich meine, weil es bleibt ja trotzdem Wienerlied, also auch wenn wir jetzt alle kennen, spielst vielleicht öfters dann mal irgendwo und größere Bühnen, kann schon sein. Aber de facto ist, wenn ich dann beim Taschler spiele, passen immer noch nur 50 Leute rein. Und nicht mehr, ne? Und der Spritzer kostet auch noch immer nicht mehr. Das heißt, ich kann ihm nicht Tausende aus. Wir kosten heute am Abend 10.000 Euro. Ja, weil wir sind ja berühmt. Wir sind ja berühmt. Nicht? Das wird es nicht spielen dort. Nicht? Das geht einfach nicht. Das ist eben die Wertigkeit auch eben dieses Rahmens. Nicht, nicht immer an den Moneten, am Geld wirklich festmachen. Ja? Sondern am Drumherum. Weil wenn natürlich die sagen, was weiß ich, in Montreux beim Jazzfestival, ja, die 16 werden engagiert, dann sagen sie, gut, das kostet eine Marie. Das ist ganz klar. Auch nicht unverschämt, aber es kostet das, was üblich ist. Aber ich kann nicht sagen, ich habe einen Stundensatz jetzt von irgendwas, der einfach über dem Marktpreis liegt, weil wir trotzdem immer noch Wienerliedmusiker sind und wenn wir engagiert werden und das annehmen, dann muss das ein Preis sein, der fair ist. Der dem Markt fair ist. Genau so ist es, ja. Und das sehen wir so. Klar, nicht, wenn dann neue, also in diesem Beispiel kommen ja dann neue Auftrittsvarianten dazu, internationale Festivals oder was weiß ich was, oder keine Ahnung, der Deutsche Fernsehpreis oder keine Ahnung, was es auch gibt. Ja. Natürlich, dann hast du ja einen Tarif, der aber auch dorthin passt, wo du sagst, na, die sind ja nicht die einzigen, die so teuer sind. Die Wertigkeit ist immer eine Sache der Anpassung des Gegenseitigen, natürlich. So ist es. Und das ist quasi, so, wenn man so der Marktpreis. Nicht? Ja. Weil eben, wenn zum Beispiel der Installateur sagt, du, pass auf, die Stunde kostet 120 Euro, sagt ja, was soll ich machen, das muss ich zahlen, weil ich brauche die.
wenn er sagt, die Stunde kostet ab morgen 600 Euro, oder nehmen wir das ganz unverschämte 6.000, sagst du, das ist lieb, dass du das verlangst, ich wünsche dir viel Glück, aber ich werde das real selber verlegen müssen. Weil ich kann mir die nicht leisten. Weil die 6.000 Euro, da kann ich sogar 3 Mal einen Fehler machen. Oder? Das ist noch immer billiger wahrscheinlich. Ja, nicht? Also, ja, aber das ist einfach der Punkt, wo du sagst, das ist nicht mehr das hat keinen Wert mehr, das stimmt ja nicht. Ja, die Relation stimmt. Die Relation stimmt nicht. Und das ist auch so eine Frage der Wertigkeit. Weil wenn du sagst, Entschuldigung, wenn ich einen Wasserrohrbruch habe und der Installateur kommt und repariert das sehr schnell, dann kann ich sagen, naja, von der Wertigkeit her, ich täte am liebsten, ich täte abbusseln wollen und 1 Million. 1 Million ist noch zu wenig. Aber ich meine, es ist die Wertigkeit. Ja, nicht? Sagt, wir müssen irgendwo in einem Raum bleiben, der uns halt nicht umbringt. Ja, kommt auch noch dazu, was kann ich mir leisten, um dem anderen die Wertigkeit zu zeigen. Nicht? Es hat jeder seine Grenzen, die sind bei jedem anders natürlich. Und da ist immer die Dings, von dem, der eine Dienstleistung anbietet, und der andere, was kann sich der leisten? Was will er sich leisten? Aber zum Teil wirklich, was kann er? Kann er sich leisten? Und das trifft man, wie das der Marktpreis momentan heute ist. Aber das ist eben das Schwierige, wenn man Wertigkeit mit zweierlei Maß misst. Das eine ist nämlich die Wertigkeit, jetzt, was ist mir das wert? Und das andere ist das, was hat das für ein sinnvolles Pendant im Geldsystem? Ja, genau. Ja. Weil um das geht es. Weil wenn du sagst, nicht, der Arzt, der das Leben rettet, was ist er da wert? Ein Königreich für ein Pferd, alles, der hat mir das Leben gerettet. Ja. Von der Wertigkeit, da geht nichts mehr drüber. Das ist für mich quasi eine stellvertretende Gottheit. Ja, genau. Ja, genau. Aber wir haben ein System, wo wir sagen, ja, aber wir müssen das. Wie soll ich das monetär abgelten jetzt? Genau. Das ist einfach, du musst es jetzt irgendwo in dieses pekuniäre System einbringen. Und da musst du sagen, ja, was ist mir das wert? Naja, ich zahle Sozialversicherung. Ja, es ist so. Aber die Wertigkeit, das ist halt, und das ist schon ein schwieriges Thema, weil man oft diese zwei Unterschiede vertauscht oder vermischt und nicht wirklich sagt, so pass auf, da geht es jetzt um das, was ist mir wert finanziell, was habe ich für Geld, was möchte ich zahlen und der andere, was möchte ich kriegen. Und dann trifft man sich. Ganz klassische Marktverhältnis. Nicht? Also die 16 Gramm kosten so und so viel. Und das ist auch in der Kunst so. Das will ich sagen, ja, das ist so. Aber das wird oft vermischt mit dem, was ist es mir wert. Und das eben zum Beispiel Corona-Zeit, was war denn dann nachher? Nicht? Wie man gesagt hat, zuerst ist es verboten und dann hat es geheißen, naja, es wird eben Corona-Förderungen geben. Nicht? Du kriegst halt dann, ich glaube, wir haben aber gar nicht einmal so wenig gekriegt, glaube ich. Also für uns hat es passt. Es war ein Minusgeschäft für uns gewaltig, aber es war so, dass wir zumindest... Es wurde unsere Sozialversicherung, Pensionsversicherung, Unfallversicherung, diese Dings ist ziemlich andeckt gewesen. Dieses Fixkosten. Die anderen Lebenserhaltungskosten und so. Ja, wir haben drauf. Haben wir ins Gesparte gegriffen, nicht sozusagen ein bisschen, nicht? Aber ja, okay. Aber wir haben immerhin immer die Förderung gekriegt, um diese sonst waren wir in Konkurs, also Privatkonkurs. Also ohne wird klar, Berufsverbot. Ne? Du darfst nicht mehr spielen, du darfst kein Geld verdienen. Ja, was soll ich dann machen? Was soll ich machen, ne? Und es wurde zumindest eben so weit gegeben, dass du sagst, okay, also umbringen muss ich mich nicht. So schlimm ist es nicht. Ja. Aber das Spannende ist eben, am Anfang hast du gehabt, diese von mir angesprochene ideelle Wertigkeit. Am wenigsten Wert hat die Kunstkultur. Weg damit, Kunst braucht man nicht, das ist nicht notwendig. Kunstkultur brauchen wir nicht, das wird gestrichen, brauchen wir nicht mehr. Alles für die geistige Gesundheit. Kunstkultur ist wirklich für die geistige Gesundheit des Menschen ganz notwendig. Sage ich nicht, weil ich selber Musiker bin, nicht nur. Ich bin wirklich überzeugt davon. Jeder Mensch wird mit dem zustimmen. Ne? Aber das war eben diese ideelle Geschichte, das war von der Politik, sage ich mal, oder vom System, von der Gesellschaft. Das Erste, was weg kann, ist Kunst. So. Und dann, nach den ersten Schockmomenten, nicht, hat man sich dann überlegt, naja, die gängen uns ja nicht, wenn sie jetzt spielen dürfen. Also so weit intelligent waren sie schon, dass sie überlegt haben, so geht es nicht. Und auch nicht nur mit Künstlern, auch mit anderen. Aber dann haben sie gesagt, so, und jetzt müssen wir ihnen ein bisschen helfen.
Und dann kam eben die Förderung. die Wertigkeit im Sinne vom Geld, nicht? Also die pekuniäre Wertigkeit. Und dann hat man gesagt, so, was kann man denen zahlen? Nicht? So. Was ist realistisch? Wie schaut das aus? Nicht? Was braucht ein Künstler, um die Grundbedürfnisse abzugelten? Und natürlich ist halt dann das, wenn du dann anschaust, wer oder wie viel Förderung gekriegt hat, dann sagst du halt, na gut, also da ist die Wertigkeit auch somit klargestellt, wir kennen uns aus, danke für die Mitarbeit. Dankeschön, ja. Und eben der Punkt ist der, für die Förderung zum Beispiel jetzt, und das ist jetzt eine Wertigkeitsgeschichte auch von uns, welchen Wert messe ich dem Ganzen bei, dass ich zum Beispiel immer gesagt habe, für die Corona-Förderung, was wir gekriegt haben, sage ich nicht danke. Da brauche ich nicht Danke sagen, ja. Es ist, ich nehme es an, aus Notwendigkeit des Überlebens. Wenn ich mir es leisten hätte können, hätte ich am liebsten gesagt, holt sich das. Es ist eine Frechheit, eine Sauerei. Also Danke sagen brauche ich wirklich nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe es angenommen und das Beste draus gemacht. Besser gemacht, ja, genau so ist es. Ja. Weil ich gemerkt habe, was für eine Wertigkeit dahinter steht. Und das ist da immer wieder auch hier, eben, das ist das rein Finanzielle und vorher das Ideelle. Ideelle, ja. Und ich glaube, diese zwei Bereiche werden sehr oft vermischt. Auch wenn man so engagiert permanent wird. Natürlich. Auch wenn man engagiert wird. Nicht? Weil du sagst, was ich. Also wir haben zum Beispiel eine Situation gehabt, mit dem lustigen Hermann haben wir gespielt, jetzt erst am Sonntag. Und da war der Eintrittspreis 23 Euro. 23 Euro, ja. Und da hat es einen gegeben, also auf Facebook, der geschrieben hat, das ist eine Frechheit, ich weiß nicht mehr genau das Wortlaut. Das ist viel zu unverschämt, glaube ich. Happig. Unverschämt. Ja. Das ist viel zu teuer. Und da habe ich gedacht, Alter, 23 Euro für 3 Leute, die da jetzt den Abend bereiten. Ich meine, ich bin davon überzeugt, dass er weit mehr als 23 Euro versauft und verfrießt an dem Abend. Aber die Kunstkultur ist ihm das nicht wert. Das ist ja legitim. Braucht er nicht kommen. Ist ja legitim. Allerdings sollte er dann die Pappen auch halten. Also allein das auszusagen, das ist zu teuer. Da muss er sagen, es ist mir zu teuer, ich bin mir zu sierig oder ich habe das Geld nicht von Nase. Genau, ja. Ich kann mir es leider nicht leisten, ist mir zu teuer. Aber eben zu behaupten, das ist zu teuer, sagst du, okay, der hat keine Wertigkeit. Nein, gar nicht. Und den will ich nicht haben, um keinen Preis der Welt, würde ich den in meinem Publikum sitzen haben. Ja, nicht, weil ich mehr Geld will, sondern weil der einfach eine Einstellung hat gegenüber dem Wert der Kunst, der Künstler, der Unterhaltung, der Kultur, die unter jeder Sau ist. Wenn er nichts sagt und nicht kommt, einfach ist alles in Ordnung. So ist in Ordnung. Alles gut, das passt. Nicht? Aber einfach ohne eine weitere Ausführung sagen, das ist zu teuer. Wobei man wirklich sagen muss, 23 Euro ist nicht. Es gibt sicher Veranstaltungen, wo man sagt, ja, das ist schon ein bisschen happig, aber das hängt ja oft auf einem Veranstalter ab. Das ist ja nicht immer wir, also eigentlich nie wir. Meistens ist es ein Veranstalter, der halt einen gewissen Preis verlangt. Und wenn jemand das so bewertet, dann würde ich, da sind wir wieder beim Beispiel mit Stromausfall, und sagen, dem wünsche ich das. Dem wünsche ich das, weil wenn es dann einmal daheim nicht mehr aufs Knopfel drücken und Musik hören und Musik genießen. Und dann musst du wirklich selber singen oder zu jemandem gehen, der mit der Hand noch wirklich selber Musik machen kann. Ja. Und da reden wir jetzt aber davon, dass du schon ein paar Monate lang nichts mehr hast. Keine Musik gehört hast. Ja. Stellt sich das einmal furchtbar vor. Keine Musik, ein paar Monate lang. Absolut nichts gehört. Und dann hast du die Möglichkeit. Da wird die Wertigkeit wieder ganz anders. Und dann andere. natürlich sagst du 23 Euro, für das kannst du in 300 Meter kannst du hinten hinstellen, vielleicht tragt der Wind ein paar Klänge zu dir. Das ist dann die Wertigkeit. Das ist im Prinzip, sind wir jetzt da beim Thema Angebot-Nachfrage. Ne? Aber es gibt halt viel Musik, es gibt halt viele Möglichkeiten und wenn dann jemand sagt, ja, ich messe dem nicht viel Wert bei. Okay, ja. Aber es ist das Angebot ist ja da momentan in enormer Vielfalt. Ne? Aber zum Beispiel Absolut, Wienerlied nicht. Bei Wienerlied wird es eng. Da gibt es ein paar Handvoll Leute. Wirklich, das ist definitiv so. Wenn du Wienerlied haben willst, dann kannst du jetzt nicht aus dem Vollen schöpfen. Aber umgekehrt können wir deswegen auch nicht sagen, ja, weil das Wienerlied so selten ist oder wir so selten sind,
also unsere Gattung-Musiker, verlangen wir jetzt, was weiß ich was. Das geht halt auch nicht. Unter 10.000 Euro verlasse ich gar nicht mein Haus. Zum Beispiel. Na, Unsinn. Nicht? Das ist ja Blödsinn. Nicht? Das muss ja auch wirklich trotzdem auch leistbar wieder bleiben. So ist es. Das muss, und das ist eben auch die Wertigkeit von unserer Seite. Ja, genau. Nicht? Was ist mir ein leibendes Publikum wert? Und dann sage ich will nicht viel Geld verdienen, ich will den Wert entsprechend. Entsprechend, ja. Und im Idealfall sagst du, heute haben wir gut verdient und es war ein leibendes Publikum. Und das Publikum sagt, das war ein leibendes Konzert und das habe ich gern gezahlt, was ich gezahlt habe. So ein Abend wie heute, so ein Erlebnis heute, großartig mit euch gewesen. Das sind dann die Momente, wo du sagst, ja, genau. Da stimmt die Wertigkeit auch. Und da haben wir jetzt beides erfüllt. Das Monetäre als auch das Ideale. Ja, genau. Und das war eigentlich der optimale Das ist Zustand. der ideale Fall, ist das so, ja. Haben wir oft, muss ich sagen, Gott sei Dank, Ja. haben wir oft, aber bei weitem natürlich nicht immer. Und es wird sich weiterentwickeln. Wir sind gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, aber sicher nicht zum Negativen, gefühlsmäßig. Also das spüre ich. Konträr. Ich bin da sehr optimistisch. Und ich glaube, das ist wirklich ein interessantes Thema. Ja. Was sagt Sie dazu? Das würde mich interessieren, das würde uns interessieren. Sehr sogar, bitte, ja. Diversen Kanälen, die Möglichkeiten findet ihr ja. Schreibt uns eure Meinung dazu, eure Anfragen vielleicht auch, nicht? Was sagst du erst, das würde mich auch interessieren, wie steht ihr zu dem Thema oder dazu? Absolut, her damit, mit allem, was euch interessiert oder was ihr gern teilen wollt mit uns. Teilt aber auch unsere Beiträge, wenn es geht. Macht es ein bisschen, hilft uns ein bisschen. Früher hat man gesagt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Nicht? Und das ist heutzutage auf den diversen Online-Plattformen ja überhaupt kein Problem. Wenn es euch gefällt, teilt es einfach und schreibt es andere Leute aus, empfehlt es uns weiter wirklich. Und geniert sich bitte auch nicht, wirklich schickt uns wirklich Fragen, wenn ihr habt. Und auch Kommentare und wir beantworten die gerne. Ja. Da sind wir ganz schon gespannt darauf, was da kommen wird von euch. absolut. Für das machen wir es ja. Absolut. Und damit lassen wir es gut sein für heute wieder. Leibend, dass ihr dabei wart. Danke euch vielmals. Bis zum nächsten Mal bei Wiener Lied Insights mit den 16er Buben. Pfiat euch, Baba. Pfiat euch, macht's es gut.